abhängig. Was wissen wir? Eine Technikerin, die den Angriff überlebt hat, informiert uns. Grace Sato. Sie versteckt sich in einem Sicherheitsbunker. Eine Zivilistin? Ja, ich stelle sie durch. Miss Sato, was geht da unten vor? Ich bleibe versteckt, sonst ist niemand mehr übrig. Sie wollen sich in unser System hacken, um die Operationsprotokolle der Allianz zu kriegen. Ich verfolge ihre Aktivitäten, aber sie werden mich früher oder später aufspüren. Halten Sie durch. Wir sind bald da. Ja, Commander. Es ist nicht ideal, aber nur sie kann Ihnen dabei sinnvoll helfen. In dem Netzwerk sind kritische Informationen gespeichert, Commander. Ich kümmere mich darum, Admiral. Tun Sie das. Hackett Ende. Sie haben mich erfasst. Fliege außer Reichweite. Miss Sato, wir sind gelandet. Womit haben wir es zu tun? Grüß dich zurück zu Mass Effect 3. Mal schauen, ob das funktioniert. Über 3 kritische Zugangspunkte zu übernehmen. Ich aktualisiere Ihren Navipunkt mit der Position des Terminals, das Sie als erstes knacken werden. Wir hindern Sie daran, sich einzuhacken. Ja, wie du siehst, es geht drunter und drüber. Wir sind unterwegs mit James und Garrus. Aha. Und ja, es gibt eigentlich eh nichts mehr zu sagen zu dem Thema. Wir nähern uns dem großen Finale. Und der Frage, schaffen wir es, die Reaper zu besiegen und dass Shepard überlebt? So. Ja, jetzt am Ende hin wird Shepard emotional, gell? Wie wir in der letzten Aufnahme gesehen haben. Kurzer Blick, ich muss mal schauen. Ich habe ja ausgerüstet, wie du in der letzten Aufnahme gesehen hast, am Ende hin. Und wir werden uns jetzt mal ein bisschen durchklamusern. Mhm. Commander Shepard, Cerberus-Shuttles durchkämmen das Gebiet. Ich glaube, sie suchen nach mir. Sie ermitteln Satos Position über den Funkverkehr. Oh nein, wie können wir... Alles bleibt beim Alten. Laden Sie einfach die nächsten Koordinaten hoch. Ja, Commander. Aktualisiere Ihren Navipunkt. Miss Sato, kommen. Miss Sato, sind Sie da? Vermutlich Angst, die Funkstille zu brechen. Wir brauchen die letzten Koordinaten. Grace, hören Sie. Kann nicht reden. Sie sind draußen. Ich weiß, Sie haben Angst. Es ist zu viel für Sie. Aber ich lasse Sie nicht im Stich. Versprochen. Okay, Commander. Aktualisiere Ihren Navipunkt mit der letzten Position. Aber wenn Sie es schaffen, bitte beeilen Sie sich. Commander, ich glaube, ich kann Sie rausholen. Dann los. Dort drüber. So. Ich bin sauer. Ja, genau. Ich bin sauer. Das ist das Wort des Jahres. Hey. Ja, schau dir die an. Na gut, dann kümmern wir uns um den. Der ist lustiger, hoffe ich halt.
dummes Stück, du! Ich hau dich nieder, du! Commander, Sie kriegen die Türen gleich auf. Hilfe! Hoppala. Ja, ich muss da kurz Bewegung, Commander. eingreifen. Gelände gesichert. Hole Misato ab und fliege dann zurück zum Rendezvouspunkt. Gute Arbeit, Lieutenant. Boah, Stufe 60. Unsere Kommunikationsstation ist gesichert. Die Operationen in diesem Einsatzgebiet können weitergehen. Keine leichte Aufgabe, dass es so bleibt. Wie geht es Misato? Sie hat um Versetzung zu einer Allianzstation in der Nähe gebeten. Sie möchte helfen, wo immer sie kann. Gut, wir brauchen absolut jede Hilfe. Hackett, Ende. Sorry, ich esse gerade ein Nusskipferl. Lecker. Normal tue ich das nicht, aber ich habe so Gusto drauf. Ich höre mal jetzt hier aus. Naja. Gut. Dann ab zur nächsten Mission. Da kommt noch was. Dann haben wir Priorität Horizon. Und dann ist die Erde dran. BZW lange haben wir nicht mehr. Wir müssen sowieso wieder zurück auf die, wie heißt's, auf die Zitadelle, da müssen wir was abgeben. Ja. Und hier müssen wir auch noch was machen. Schattenmeer. Hä? Warte ein bisschen. Wir reisen... Nee, ich muss was anderes machen. Warte ein bisschen. Logbuch. Nein. Weißt du was, bevor wir das machen, machen wir schnell was anderes. Das dauert ein paar Minuten und tut nicht weh. Nima-Cluster, Nubianische Weiten, Hades Gamma, Hades Gammel. Ja, da musst du jetzt mit mir durch. So sehr ich das Spiel mag und so sehr ich die Geschichte liebe und die Charaktere liebe, ins Herz geschlossen habe, bin ich froh, wenn ich doch mal wieder was anderes zocken kann, weißt? ULG-Sprung erfolgreich. Auf Kakus ist ein Kakus. Ausweichen erfolgreich. Irgendwas bleibt sicher über. Aber das soll mir dann eigentlich wurscht sein. Hätte ich mir gedacht. Nee, weißt was? Dann bleibt das über, sei es drum. Wir haben soweit alle Systeme abgerotzt und abgefarmt. Wir waren fast überall. Wie du siehst, ja okay, hier. Schauen wir hier nochmal rein. Aber ehrlich gesagt... Ich will das Spiel jetzt nicht unnötig noch in die Länge ziehen. Oder das Let's Play. Obwohl es mir schon so vorkommt.
Produktionseinheiten, sehr schön, ne? Haben wir was Positives. 100%, sehr gut. Reaper umgangen. ULG-Sprung erfolgreich. Ah, jetzt ist uns der Sprit ausgegangen. Muss nur schnell zum Massenportal und dann weg hier. Ausweichen erfolgreich. Sehr gut. Passt, wir lassen das jetzt. Warte, wir müssen hier irgendwo tanken. Wo können wir tanken? Ich glaube, bei die Kroganer können wir tanken. Tanken, mhm. Hier. Wir haben alles soweit. Wir haben eine gut ausgerüstete Mannschaft im Prinzip. Die Mannschaft steht hinter uns. Wir stehen relativ gut da mit der gesamten militärischen Stärke. Und Shepard, ja, so gut gelevelt und ja, so habe ich ihn noch nie getuned. Den Guten, die Gute. Landen. So, wir nehmen jetzt mit, weil wir sie noch selten dabei hatten, beide, Eddie und Ashley. Wow. Ich kann hier nichts mehr tun. Also, was wissen wir, Commander? Edi? Die Zuflucht sollte Flüchtlingen aus von Reapern kontrollierten Systemen helfen. Die Anlage ging vor kurzem offline und seitdem besteht keinerlei Kontakt mehr. Es ist unklar, warum Kai Lang oder Cerberus daran interessiert sein könnten. Wenn etwas auf Cerberus hindeutet, finden wir es. Ma'am, ich empfange ein schwaches Signal aus der Anlage. Ich versuche es zu verstärken. Hier, Oriana Lawson. Bleiben Sie weg. Die Zuflucht ist nicht, was sie scheint. Bitte, Sie müssen mir zuhören. Sie benutzen... Oriana wurde von ihrem Vater entführt, der vermutlich für den Unbekannten arbeitet. Wenn sie hier ist, muss Miranda auch da sein. Unsere Verbindung zu Cerberus. Nähern uns der Landezone. Ich sehe Schäden, Commander, aber keine Aktivität. Diesmal wird Cerberus uns nicht überraschen. Nö. Wachsam bleiben. Ganz schön viel Zerstörung. Größeres Feuergefecht. Ja, aber wer hat gegen wen gekämpft? Hat das jeder gehört? Ja, das Funkgerät ist offline. Etwas stört unsere Signale. Das erklärt, warum keine Funksprüche auf. Wir kriegen Ärger. Eine Heuschrecke, Shepard! Hab ich gesehen! Phantome! Ich hasse sie auch, nur keine Panik. Diese Typen. Jetzt habe ich hier eine Stufe 1 dabei. Au! Auf den Scharfschützen achten!
Guter Schuss. Hä? Gescheppert, lad nach. Au. Komm, regenerier dich. Sie Gleich. haben evakuiert. Und anscheinend haben die Reaper auf sie geschossen. Höchste Zeit, dass sie sich gegenseitig umbringen. Shepard, schöner hätte ich es nicht formulieren können. Ich bin der gleiche Cerberus-Fan wie du. Nicht. Kommunikationsgeräte sind zu ihrer eigenen Sicherheit streng verboten. Was ist hier passiert? Ich weiß es nicht. Weiter. Cerberus Shuttles. Da drüben bei dem Turm. Dann ist das auch unsere Richtung. Bei der Registrierung haben. Mhm. Alle Neuankömmlinge werden dazu aufgefordert, ihre Besitztümer unserem Sortierpersonal zur Inspektion zu übergeben. Sie erhalten sie später in der Anlage wieder zurück. Wird gemacht. Mache ich. Ich habe nichts gesagt. Empfangslogs. Verteidigungsquoten bei Zivilisten. Erwachsene 60% zur Integration. Kinder 85% zur Integration. Geeignete Kandidaten werden in alphabetischer Reihenfolge provisorischen Unterkünften zugewiesen. Familieneinheiten werden zwecks leichterer Weiterverarbeitung beibehalten. Aha. Wir weisen darauf hin, dass Ich habe ausgerechnet, dass ich in einer Woche die letzten Stunden meines Vertrags erfüllt habe und dann vom Personaltrakt in die Zuflucht selbst wechseln kann. Ich habe Schuldgefühle wegen des Upgrades von der Standardunterkunft, aber das ist nun mal der Deal. Wer an der Empfangsloge Dienst schiebt, kriegt die Vergünstigungen. Eine Woche noch. zu beschleunigen, befolgen Sie bitte die Anweisungen des Personals der Zuflucht. Mhm. Aufnahmen der Überwachungskameras. Das war eine Art Empfang. Die Flüchtlinge wurden sortiert. Sehen Sie nur, wie viele es waren. Los, suchen wir weiter. Tja. Es gibt in der Zuflucht genügend Platz für alle Neuankömmlinge. Die Zuflucht baut mit Ihrer Hilfe eine bessere Zukunft auf. Meldung 2139. Ein verbotenes Kommunikationsgerät wäre fast am ersten Screening vorbeigekommen. Die Scanner-Software wurde neu justiert. Es wäre nie durch den zentralen Störsender gekommen, aber wir können nicht riskieren, dass ein einziges Signal den Planeten verlässt. Meldung Zur eingereicht. eigenen Sicherheit sind Kommunikationsgeräte innerhalb der Zuflucht verboten. Die Anzahl der Flüchtlinge hat sich in den letzten 2 Wochen verdoppelt. Ich habe gehört, die Leute verlassen draußen vor dem Haupttor einfach die Shuttles. Sie können sonst nirgendwo mehr hin. Wir müssen da draußen unbedingt provisorische Unterkünfte aufstellen, bis alle untergebracht werden können. Kommunikationsgeräte sind zu ihrer eigenen Sicherheit streng verboten. Das haben wir schon. Haben wir auch schon. Neuankömmlinge werden dazu Zuflucht erkunden. die Schwierigkeiten bei der Registrierung haben. Das muss eine weitere Landezone sein. Die Shuttles, die wir draußen gesehen haben, haben darauf gewartet, rein zu können. Aber wo sind die ganzen Leute, die sie hergebracht haben? Inspektion zu übergeben. Sie erhalten Das weißt du nicht. wieder zurück. Naja. Ich habe hier ein Fragment von irgendeiner Aufnahme. Ich kann jetzt nicht anrufen, aber ich schicke das hier weg, sobald es geht. Meine Kleine ist krank, deshalb bin ich weg. Ich liebe dich, aber ich muss mich um sie kümmern. Die Krankenhäuser haben keine Flüchtlinge mehr aufgenommen und ich konnte mir von dir keine Credits leihen. Ich weiß gar nicht, woher ich von der Zuflucht weiß. Irgendwo gehört vermutlich. Es klang perfekt. Ein Versteck, weißt du? Nur bis es ihr besser geht. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich diese gewaltige Anlage. Wir werden bereits erwartet. Dann seid ihr in der Falle gelaufen. Naja. Hab noch eins. Wir landen in wenigen Minuten. Du solltest das hier sehen, Dad. Es ist erstaunlich.
Ich nehme ein paar Sachen auf und schicke sie dir dann. Sie haben uns gewarnt, dass wir keine Kommunikationsgeräte benutzen dürfen, bis wir die Formalitäten hinter uns haben. Was habe ich dir gesagt? Die Sicherheit ist erstklassig. Ich kann es gar nicht erwarten, bis du auch kommst. Ja, ja. Bessere Zukunft, dass ich nicht lache. Hier komme ich nicht weiter. Vor uns, Commander. Verluste auf beiden Seiten. Oh. Cerberus! Nein, wirklich? Kommunikation am Arsch. Hier ist was. Neuankömmlinge sind dazu aufgefordert, denen zu helfen, die Schwierigkeiten bei der Registrierung haben. Ein Beobachtungsdeck. Sieht aus wie eine Sackgasse. Wir Shepard. brauchen einen Ausgang. Das ist Miranda. Personal zur Inspektion zu übergeben. Sie erhalten sie später in der Anlage wieder zurück. Hier spricht Miranda Lawson. Wenn Sie so weit gekommen sind, sind Sie verzweifelt oder dumm. Hören Sie, das ist kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Vaters. Drehen Sie um. Hier finden Sie keine Hilfe. Die gesamte Kommunikation wird vom Zentralturm aus blockiert. Die Zuflucht ist eine Lüge. Bleiben Sie weg. Okay. Also, wir haben Cerberus, Reaper und Mirandas Irrenvater. Wie passt das alles zusammen? Ich kann dir einen Namen nennen. Shepard. Ein Sicherheitssteuerpult. Schalte es ab. Das Wasser. Wozu das ganze Brimborium? Sie mussten etwas verbergen. Das ist eine Hintertür in die Anlage. Also los. Mir fällt da nur ein Name ein. Der Unbekannte. Ich erkenne Cerberus-Ausrüstung, aber es wurden auch noch andere Elemente benutzt. Sie haben irgendwie Teile von Reaper-Technologie integriert. Und Miranda steckt mittendrin. Wir sollten uns beeilen. Wie gesagt, mir fällt nur ein Name ein. Der Unbekannte. Das wird unangenehm, ganz sicher. Diese Cerberus-Mistkerle. Ja. Ashley, aber du hast dich ja so gesehen auch abgewandt. Eine Art Befehls... Hauptschalter. Jetzt. Suchen Sie einen Schalter. Was geht da vor? Das sind Flüchtlinge. Sie töten sie einfach. Schlimmer. Sie werden in Husks verwandelt. Los! Husks herzustellen ergibt keinen Sinn. Dahinter muss mehr stecken. Der Unbekannte würde nie etwas tun, das ihm keinen gesicherten Vorteil bringt. Bestätigt, ungeeignete Materialien der Wiederaufbereitung zugeführt. Aha. Schalte die Energieversorgung ab.
Die Reaper haben die Anlage übel zugerichtet. Ich schalte die Energieversorgung ab. Dann wird alles abgeriegelt. Sie dürften dann auch nicht reinkommen. Kai Lang. Sie weiß nicht, dass er hier ist. Miranda Lawson ist früher angekommen als erwartet. Soll ich mich darum kümmern? Nur wenn sie sich in den Weg stellt. Ich will die Forschungsdaten. Beschaffen und raus. Jawohl, Sir. Verdammt! Los, los! Ich bewaffne mich gleich mit was Besserem. Das Ja. überrascht mich nicht. Mich auch nicht mehr. Nee, du. Nee, nein. Mensch, macht das grad Gaudi. Wo die herkam, gibt sicher noch mehr. Na wirklich, Shepard? Wisst's was? Wir machen noch ein Let's Play 1 bis 3. Ich habe in der letzten Woche die Effizienz der Verarbeitung schrittweise verbessert. Subjekte gibt es genug. Man hat mir gesagt, sie würden vor dem Haupttor Schlange stehen. Der Betrug ist bedauerlich, muss aber sein. Wir haben wenig Zeit. Wir machen noch ein Let's Play Teil 1 bis 3 und dann aber mit Nahkampf. Wir haben die Ergebnisse der Cerberus-Experimente mit den Husks bestätigt. Ein kruder, aber notwendiger erster Schritt bei der Entschlüsselung der Reaper-Kommunikation. Wichtig ist, wie das Reaper-Signal mit den Naniten interagiert, die dem Subjekt implantiert wurden. Wir stehen noch am Anfang, machen aber Fortschritte. Schweine. Reaper-Truppen! Die müssen noch von dem Angriff übrig sein. Boah! Und jetzt kommt sicher wieder eine Stelle, wo ich durchdrehen werde. Ich kenne mich. Rachni! In Deckung bleiben! Was? Rachni? Reaper-Truppen! Die müssen noch von dem Angriff übrig sein. Gut. Ja. Ja, ja. Alter, was kommt denn hier jetzt alles zusammen? In Deckung bleiben! Ich sehe sie. Oh. Mädchen, hier rüber. Oh. Heilige Klamuserei, du. Das bringt ja gar nichts. So, Shepard, hast du nicht irgendeine Kraft, die uns irgendwas bringt? Hier vielleicht. Aber ich diese Gegner mittlerweile hasse, diese Banshee oder
Keine Ahnung, wie die heißen. Gusch. Die kann ja gar nichts. Nur Rotzwaffen. Naja. Ja, schon besser. Aber ich habe trotzdem Nachschub. Ah, hier liegt ja genug herum. Sehr schön. So will ich das. So will ich das. So macht das Ganze Spaß. Nicht. Na, hast nachgelernt, ja. Ah, ich schieße ich wieder daneben. Ich brauche Munition. Heißt, wenn diese Waffe nicht so lange brauchen würde, bis sie nachgeladen hat, wird mir das alles ein bisschen leichter fallen. Bei der Steigerung der Effizienz wurde ein wichtiger Umstand entdeckt. Die Benutzung von Drachenzähnen zur Herstellung von Husks ist genial. Die Reaper-Naniten hängen sich an das freigesetzte Adrenalin an, rasen durch den Körper und beschleunigen so die Husk-Umwandlung. Ich kann nicht glauben, was ich sehe. Die ganzen Leute. Ja, weiter. Kurz und schmerzlos. Was willst du dazu noch sagen? Dr. Nuris Arbeit mit dem Subjekt Paul Grayson hat sich als entscheidend für unsere Arbeit hier erwiesen. Durch die Droge roter Sand konnte der Wille gebrochen werden, aber für eine allgemeine Vorgehensweise war das zu unzuverlässig. Wir haben bewiesen, dass Adrenalin und seine speziesabhängigen Äquivalente am effektivsten sind. Naja. Diese Hosenscheiße. Das Terminal ist beschädigt. Moment. Die Reaper wollten den Laden ausschalten. Vielleicht gibt's hier Antworten. Es ergibt keinen Sinn. Ich dachte, Cerberus kommt mit den Reapern aus. Was ist passiert? Wir werden es gleich erfahren. Gehe zum Turm, um das Störsignal abzuschalten. Ich muss die Information rausschicken. Manche Flüchtlinge werden in Husks verwandelt, andere indoktriniert und zum Unbekannten verfrachtet. Mit dem Rest werden Experimente gemacht. Mein Vater will wohl herausfinden, wie die Indoktrination der Reaper funktioniert. Flüchtlinge mit Nahrung und Unterkunft anlocken, um sie zu Testsubjekten zu machen. Und wofür? Und so einer ist Vater? Ich glaube nicht, was ich da höre. Die Frachtlieferungen, von denen sie sprach, könnten uns zum Unbekannten führen. Gute Idee. Los, Miranda hat gesagt, sie wollte zum Turm. Fortschrittsupdate. Abgelehnte Subjekte haben sich als nützlich für genetische Vortests erwiesen. Die Sterberate beträgt natürlich 100%, aber die dabei gesammelten Daten sind entscheidend für die Verbesserung der weiteren Tests an brauchbaren Subjekten. Alter, das musst du dir mal geben. Anmerkung: Nur Personal mit Sicherheitsfreigabe Alpha 3 und höher darf den Testbereich für genetischen Abfall betreten. Sicherheitsverletzungen aller Art führen zur sofortigen Aufhebung des Vertrags. Solche Schweine. Alter, da kommt mal glatt die kalte Kotze hoch. Oh. Ihr spielt euch ein bisschen. Es wird eng. Kontrolliertes Feuer. Ich kann nicht speichern. Scheißdreck.
Herstellung der Husks war unser erster Erfolg. Es sind zwar keine echten Husks, aber sie reagieren auf Reaper-Signale. Es wartet noch viel Arbeit, aber es geht voran. Bastarde. Wir sind nah dran. Den Indoktrinationsprozess zu verstehen ist eine Sache, aber ihn für unsere Zwecke zu nutzen ist etwas völlig anderes. Das ist Fließbandwissenschaft. Die Zahlen und die ständige Wiederholung nehmen uns das Denken praktisch ab. Effektiv, aber Entdeckungen brauchen Langsamkeit. Das sind Schweine. Locust. Ja, probieren wir's. Schnelle Wette, die ist der größte Rotz. Naja. Hier der größte Rotz. Unterm Sternenzelt. Achso, noch Informationen suchen. Ah, hier. Die Herstellung der Husks war unser erster Erfolg. Es sind zwar keine echten Husks, aber sie reagieren auf Reaper-Signale. Es wartet noch viel Arbeit, aber es geht voran. Internes Memo, Prozessvereinfachung. Um unsere Abfallbeseitigung zu vereinfachen, wurde unseren Verseifungsentsorgungssystemen A eine leistungsstarke Verflüssigungssubstanz hinzugefügt. Ziel dabei ist, dass unser System die Mengen bearbeiten kann, mit denen zu rechnen ist, wenn mehr Subjekte in der Anlage eintreffen. Als Folge dieser Maßnahme müssen sämtliche Mitarbeiter im Entsorgungsbereich zu jeder Zeit Schutzanzüge der Stufe 4 tragen. Solche Schweine. Schwerer Widerstand vor dem Turm. Wenn Sie das hören, ich habe Beweise, die unwiderlegbar sind. Bestätigung, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet. Verbindung hergestellt. Ich habe Ihren Bericht, Mr. Lawson. Machen wir es kurz. Können Sie es schaffen? Theoretisch ist Kontrolle möglich, ja. Die von uns umgedrehten Reaper-Subjekte reagieren, aber der Zustand ist instabil. Das dachte ich mir. Keine Sorge, Henry. Mit Hilfe der Zuflucht kriegen wir das in den Griff. Er redet von Kontrolle über die Reaper, oder? Ist das überhaupt möglich? Keine Ahnung. Ich spiele den Rest ab. Geschafft. Wir können jetzt Ihre Kontrollsignale direkt ansprechen. Solange die Reaper-Truppen in der Nähe unseres Signals bleiben, können wir sie unbegrenzt kontrollieren. Ausgezeichnet. Und wie können wir diese Technik erweitern und auf die Reaper selbst anwenden? Das wird um einiges schwieriger. Jetzt wissen wir, warum die Reaper die Zuflucht angegriffen haben. Sie haben erfahren, was Cerberus vorhat. Schlechte Nachrichten für den Unbekannten. Aber gute für uns. Endlich haben wir unsere Verbindung zu Cerberus. Fahre die Zugangsleiter runter. Los, Bewegung. Commander, da ist noch mehr. Sehen Sie. Verdammt! Hoffentlich ist sie bereit für ihn. Na, hoffentlich. Okay, komm, bitte. Sie setzen sich zur Wehr. Wir sind nah dran. Weiter. Wieso habe ich immer nur so Rotzwaffen? Ja, ich muss nochmal die nehmen. Hilft nix. Ja, sicher. Sorry, aber das ist die beste. Boah, Drecksau.
Ja, es wird ein bisschen... Ah, hier. Gut. Weiter geht's. Weiter geht's, die 398. War ein bisschen, ich muss was anderes probieren. Nehmen wir die. Wir müssen mal ein bisschen mehr in den Nahkampf gehen, glaube ich. Andere Seite des Raums. Einen Ausgang suchen. Sie setzen sich zur Wehr. Na Wir wirklich? sind nah dran. Weiter. Hä? Hier komme ich nicht drauf. Wieso? Boah. Vorsicht. Alter, ich tue mir gerade so schwer mit Waffen und hin und her und bla bla bla. Muss ich so machen. Na, lad nach, Shepard, bitte, danke. Barrierenmotor. Alter, was die aushalten. Ja, trotzdem ist das meine beste Waffe, die ich habe. Auch wenn sie lange braucht zum Laden. Ah. Zack, drehen sich. Haben sich die gerade umgedreht zu dem? Anscheinend, gell? Ja. Nein. Nein. Knapp an Edis Knie vorbei. War so spaßig wie... Naja. Gibt's hier irgendwas außer Munition? Naja, das kann ich ja immer brauchen. Hier ist eine Konsole. Nö. Aha. Das sollte wohl für ein Effektfeuerwerk sorgen. Bin nicht beeindruckt. Bin nicht beeindruckt. Ja, wo sind Informationen? Nö, wir müssen... Was suchen wir jetzt überhaupt noch? Den Kai Lang und sie, die Miranda, gell? Hier kommen wir nicht rein, gell? Nö.
Ist hier irgendwas? Nö. Ich finde nix. Und dann gehen wir mal in den Raum weiter. Was hältst du davon? Hm? Bevor wir hier jetzt noch 30.000 Jahre verbringen. Die ist wichtig. Wir haben die Stärke des Reaper-Signals unterschätzt. Sie sind hier. Die Reaper wissen irgendwoher, was wir über sie gelernt haben. Sie haben eine Schwäche. Ich archiviere unsere Forschungsdaten, bevor es zu spät ist. Cerberus hat Truppen zur Verteidigung der Anlage gegen die Reaper. Tja, man sollte sich nicht immer mit Dingen spielen, mit denen man sich auch nicht auskennt. Befehlssequenz eingeleitet. Husks freilassen. Ich kann mich nicht bewegen. Was soll das? Oh mein Gott! Ein Weg hier raus! Aha. Ein Weg hier raus! Bisschen ziehen tut sich das Ganze jetzt schon ein bisschen. Die bringt uns näher an den Turm. Entschuldigung. Oh, wir kriegen gleich Besuch. Nö, hier nicht. Hier entlang. Ja, Shepard. Ich hab's schon gesehen. Ich bin zwar zeitweise blind, aber nicht dumm. Oh je. Da kommen sie! Bleiben Sie außerhalb Ihrer Reichweite! Danach! Shit. Wie ich dieses Spiel liebe, trotz seiner vielen Macken und... Boah. Kann es sein? Wer hat jetzt eingesteckt? Ja. Momentan haben wir es ja. Diesmal hat sie die einstecken müssen. Sie kommen alle aus dem Raum da vor uns. Da nichts wie hin! Oh. Mutti, da brennt die Muschi. Oh. Nein, nein. Warte ein bisschen. Oh, ich habe gerade keine Ideen. Na, ich kann hier nicht speichern, gell? Danke, du Arsch. Die hetzt. Ja. Du Drecksau. Entschuldigung den Ausdruck, aber jetzt bin ich gleich tot. Ja.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wer das auf extrem spielt, Respekt. Muss ich mir jetzt was anderes einfallen lassen. Machen wir zuerst das. Zuerst du. Da kommen sie! Bleiben Sie außerhalb Ihrer Reichweite! Ja. Weißt Shepard, ich mag dich, aber du bist etappenweise ziemlich behäbig. Ja. Behäbig und schwerfällig. Mit dem Niveau eines Panzer, eines 40-Tonners über den Brenner. Das hat nichts gebracht, doch ein bisschen was. Jetzt muss ich ein bisschen improvisieren. Ja, da habe ich immer 12 Schuss, ich hoffe das reicht. Ja. Toll, und jetzt geht die KI wieder auf mich los. Ich hasse es mittlerweile. Au! Ich brauche ein bisschen Zeit. Da ist sie. Bitschka. Du alte Flitschka. Ihren Gegner effektiv Barrieren und synthetische Wesen. Das ist ein synthetisches Wesen. Na, schau mal. Ja, einen kannst du einstecken. Danke. Danke, Spiel. Mua, Bussi aufs Auge. Munition. Danke. Ja, geh rüber da. Danke. Ausgang voraus! Dann los! Zugang zum Turm gewährt. Sie haben's gehört. Bereit machen. Jetzt wird's lustig. Okay, Shepard. Shepard! Commander Shepard, perfektes Timing. Die Waffe runter. Nein, Oriana wollte mich erschießen. Ohne Zweifel Mirandas Einfluss. Leider daneben. Wo ist Kai Lang? Ich weiß nicht. Weg. Hat meine Forschung genommen und uns zurückgelassen. Miranda, hören Sie mich. Das ist nah genug. Alle beide. Ich werde beenden, was Kai Lang nicht getan hat. Jetzt ist Schluss. Im Gegenteil. Die Reaper sind kein Problem mehr. Wir haben einen Ausweg. Loslassen. Shepard, er darf sie nicht haben. Shepard, bitte. Probieren wir's. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Ich will nur Oriana und die Forschungsdaten. Sie wollen viel. Sie kriegen dafür Ihr Leben. Wie viel ist das wert? Gut, nehmen Sie sie. Aber ich will leben. Deal? Kein Deal. Miranda? Miranda, es tut mir leid. Psst, hör mir zu. Hör zu. Ich wollte ein normales Leben für dich. Heiraten. Kinder. Was ich nie haben konnte. Ich weiß. Ich wollte nur meine Schwester. Ich liebe dich, Ori. Ich liebe dich auch. Shepard,
Ich bin hier. Bevor Kai Leng ging, habe ich ihm einen Sender angehängt. Einen Sender? Sie denken an alles. Nicht an alles. Niemand ist perfekt. Aber Ori ist in Sicherheit. Ich habe noch nie jemanden wie Sie getroffen. Nein, haben Sie nicht. Ihre Schwester ist bei mir sicher. Gut. Ich wünschte nur, Miranda! Sorgen wir dafür, dass jeder von diesem Ort erfährt. Das Störsignal wurde deaktiviert. Hören Sie, das ist kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Los, Vaters. Oriana. Wir bringen sie weg von hier. Ich war dagegen, dass Sie sich um die Zuflucht kümmern, Commander. Zu viele Unbekannte. Aber ich hatte Unrecht. Das Cerberus-Labor hat ja auf Großes hingedeutet. Aber damit hätten wir nie gerechnet. So viele Flüchtlinge, dieses Gemetzel, nur um die Indoktrination zu studieren. Die Zuflucht musste geschlossen werden, Sir. Was Sie über die Reaper erfahren haben, war die vielen Opfer nicht wert. Die Information ist nützlich. Aber Sie haben recht. Der Preis war zu hoch. Wissen wir, wo der Unbekannte sich aufhält? Ja, Kai Leng hatte einen Sender von uns, als er sich zurückgemeldet hat. Gut, damit haben wir eine Chance, Cerberus aus dem Spiel zu nehmen. In der Tat. Für die Information wurden große Opfer gebracht. Ich werde die Rechnung begleichen. Wir vernichten Cerberus und dann sind die Reaper dran. Verstanden. Hackett, Ende. Sorry, harter Tobak. Wow. Wow. Und wir nähern uns dem Ende und jetzt setzt der Spiel nur an drauf. Ich halte das nicht mehr aus, ehrlich gesagt. Ich kenne ja diese Erweiterungen so ja nicht. Mit was ich mich erinnere... Für Soldaten, die sich ein Lager ansehen, in dem Menschen zu Husks gemacht werden und dann sagen, ja, da will ich mitmachen. Dieselben, die sich von Cerberus Reaper Tech in den Schädel stecken lassen. Diese Dreckskerle sind doch keine Menschen mehr. Nee, die haben die Tech im Arsch. Anscheinend haben die Vorfälle auf Horizon Tali sehr mitgenommen. Sie ist in der Lounge, falls Sie nach ihr sehen möchten. Natürlich. Da ist die Lounge. Oh, sorry. Aber dass wir jetzt die Miranda auch noch verlieren? Puh. Harter Tobak. So, wo ist denn die Tali? Talarinchen, wo bist du? Hä? Wo ist sie denn? Sag, bin ich blöd? Blind? Tali! Mein kleines Schoßhündchen, wo bist du denn? Nö. Hä? Ach so, die ist dort hinten.
Wieso schaue ich nicht gleich auf die Karte, bevor ich hier so dumm laufe? Naja. Boah, also das Spiel wird jetzt echt heftig. Naja. Observation. Ja, hier rein. So, wo ist sie denn? Hier ist sie. Shepard! Drink? Ich trinke auf Miranda, glaube ich. Wie betrinken Sie sich? Sehr vorsichtig. Turianischer Brandy, dreifach gefiltert und über eine Zufuhr für Notfälle in den Anzug geführt. Das ist ein Strohhalm. Zufuhr für Notfälle. Es wird aber zunehmend schwerer, sie in den Slot zu stecken. Das heißt wohl, dass es funktioniert. Sie war so unhöflich. Wie hat Jack sie genannt? Cerberus Cheerleader. Perfekte Gene, aufsässig und... Leider ist sie nicht hier. Mir war nicht klar, dass sie das so mitnimmt. Ich mochte sie nie. Was für ein Miststück. Aber ich hatte Respekt. Das ist manchmal besser als Sympathie. Sie hat alles getan, um ihren Vater aufzuhalten. Sie hat nie nachgegeben, sich nie für ihn geändert. Ah. Was? Ah. Sie klingen wie ein Watcher. Miranda und ihr Vater, sind das auch ein Stück weit Sie? Ich wollte ihm mein Leben lang gerecht werden. Seine Fehler wiedergutmachen. Seine Wünsche erfüllen. So einfach ist es nie. Wann denken wir nicht mehr nur an unsere Eltern, sondern führen ein eigenes Leben? Die Antwort darauf liegt auf dem Boden dieses Glases. Ich brauche Hilfe mit dem Notfallhalm. Zufuhr. Auf Miranda. Ruhe in Frieden, du genetisch perfekte Cerberus Cheerleader Boschtet. Hila Silai. Das sind dann so die Dinge, die dieses Spiel so sympathisch machen, gell? Machen wir Folgendes. Wenn wir das Spiel dann fertig sind, wenn wir durch das Spiel dann durch sind, habe ich eine Bitte an dich, aber dazu später mehr. Wir haben neue Nachrichten, Commander. ANN-Alarm. Neuer Artikel über die Quarianische Flotte. Palaven, die turianische Hierarchie, eine der stärksten und meist respektierten Bodenarmeen der Galaxie, erweist heute einem ungewöhnlichen Verbündeten die Ehre, die Marine der Quarianischen Flotte. Oh. Ihr geschwächtes Immunsystem zwingt die Quarianer und ihre Truppen normalerweise dazu, an Bord von Schiffen zu bleiben. Aber als ein technisches Notfallteam benötigt wurde, um ein Kommunikationsportal am Boden zu reparieren, das wichtige Informationen an das turianische Militär übermitteln sollte, meldete sich ein quarianisches Team. Unter dem Kommando von Truppführer Karl Rieger führten die Männer die Reparatur durch und opferten dann ihr Leben, indem sie die Stellung hielten, bis kroganische Soldaten eintrafen. Als die Turianer die Evakuierung anboten, lehnte Rieger ab. Das Portal dürfe unter keinen Umständen fallen. Er sagte, mehrere Schäden an ihren Exoanzügen würden eine Evakuierung ohnehin nicht zulassen. Wir sind sowieso alle tot, so Rieger. Wörtlich. Hauptsache die Kerle bezahlen dafür. Ein Sprecher von Primarch Victus lobte die Tapferkeit des Trupps. Ungeachtet unserer Politik in der Vergangenheit steht die Galaxie heute gegen eine gemeinsame Bedrohung zusammen, sagte Victus. Das Opfer unserer Verbündeten von Ramoch beschämt uns. Aha. Und wir versprechen ihnen im Bedarfsfall dieselbe Ehre zu erweisen. Von Allianz Network, ihrem Informationspartner. Bitte. Da wissen wir das auch. Derber Shit. Wo müssen wir jetzt hin? Nee. Ja, ich muss hier sowieso kurz eine Pause machen. Boah. Also das Spiel setzt jetzt echt noch einen drauf mit Mirandas Tod. Basis des Unbekannten angreifen. Warte ein bisschen.
Okay, beim nächsten Mal schnappen wir uns den Unbekannten. Bis zum nächsten Mal und Baba.